Ihr seid ja narrisch. So was Scheins und ihr gebt das fremde Leid. Wir wissen, dass bei uns schön ist und dass bei uns da passt, weil wir gesagt haben, wir möchten nicht nur auf einen Standbein stehen. Wir möchten gern einfach mehrere Standbeine. Es ist mit uns dann auch der Gedanken gewesen, dass wir gesagt haben, ja gut, im Urlaub am Bauernhof wäre ja auch was Schönes. Und wieso soll man das nicht auch anderen Gästen vermitteln können, gell? Dass auch andere Leute das sehen. Also, oder wir wollen der alten Substanz wieder neues Leben einhauchen. Und der alte Tragkasten ist eben auch unten und den alten Tragkasten, aus dem machen wir auch was und wir machen da zwei kleine liebe Häuserl draus, wo die Gäste sich dann eben wohlfühlen können. Wir haben da das Ganze mit eigenen Holz, gell? Also wir haben geschaut, dass wir haben nur Hölzer verwendet, die wirklich bei uns selber wachsen. Also wir hätten dann zum Beispiel einen Eichenparkettbaum einlegen können, gell? Wollten wir nicht, weil die Eiche wächst bei uns nicht, die ist jetzt nicht heimisch da. Wir haben jetzt von Nachhaltigkeit geredet, Begriff Nachhaltigkeit kommt von der Forstwirtschaft. Also ausgehend von der Forstwirtschaft, die Nachhaltigkeit wird auf unserem Betrieb eigentlich, ist von meinen Großeltern und von meinen Eltern auch schon gelebt worden. Aus dem Grund haben wir auch einen lebensfähigen Betrieb übernehmen dürfen. Und da, von dem ausgehend, schauen wir natürlich, dass wir eben mit unserem Holz, was wir haben, harzen. Dass wir haben das eigene Wasser. Wir haben jetzt da mittlerweile eine relativ große PV-Anlage montiert. Wir haben die eigenen Viecher, wo die eigenen Eier rauskommen, wo wir selber das Fleisch haben, wo wir einfach jetzt die Abhängigkeit von der Industrie brauchen wir eigentlich nicht. Und wir sind in der glücklichen Lage, dass wir das haben und dass wir das Ding und das leben wir auch. Aber wir haben durch die Bank, wir haben so viele gute Rückmeldungen und so viel, dass einfach hey, bei euch ist ja wirklich noch still, gell? Einfach die Aussicht und das Schöne, was halt da ist. Das war eine Familie mit 4 Generationen, da im großen Haus herum, da war die Udel auch mit. Und das wäre nicht, sind wir da am Glasklan da vorne sind wir gestanden. Und dann sagt sie, ihr seid ja narrisch. So was Scheins und ihr gebt das fremde Leid. Und dann, also das ist dann so weitergegangen, das Gespräch, und der letzte Satz war dann von der, ich glaube, 89-jährigen Frau oder so. Und nächstes Jahr komme ich wieder und dann schaue ich, ob das alle Leute so zum Schätzen wissen, wie wir das zu schätzen gewusst haben. Da. Und das ist einfach, also das tut dann schon gut.